Herzlich willkommen zu enger neuer Episode Film läuft. Es schon haut Film für ich dabei, den mal enker bei einer Streaming-Plattform zu gesehen hast. Ja, Predator außerdem do an dat an der Form vom Film Prey. Wie as die Fortsetzung da lo wohl gehen? Ja, dat erzähle ich euch noch halber Film läuft. So, du machen wir einmal irgendwie wer ob die ich noch halber Film läuft eigentlich noch nicht so weit angeschlagen hun me weil das eben mittlerweile so als Streaming-Dienste sind eben nicht zu vergessen an weisen auch großartig Sachen die ihn nicht unterschätzen dürfen. So, hallo haben wir ein Filmreihe, die ziemlich bekannt ist für ihre Brutalität an lo momentan auf Disney Plus lebt. Ja, Prey als das ist eigentlich eine Fortsetzung, das ist eigentlich eine Viergeschichte. Eine Viergeschichte, theoretischerweise ohne ganz viel Geschichte. Aber das ist nicht schlimm. Wir kriegen hier Predator einen neuen Deal. Was ich per se schon mal nicht so ganz schlecht fand, weil das ist schon ein Kultmonster und wieso soll ihn das nicht weiterfeiern. Auf jeden Fall spielt der ganze Film am allen Amerika. Und zwar stehen heute die Einwohner absolut am Fokus. Als Hauptcharakter ist heute Naru, wer an dem Stamm lebt und zu einer Jägerin will gehen. Natürlich bei den Frauen ist das nicht so ganz einfach. Und du gibt es eine Zeremonie, die ihn aufschließen muss, ein Ritual, das ihn aufschließen muss, für das können zu gehen. Und zwar muss es sich eine Bestie raussichern und die erlegen. Was ging dann dolo wohl besser passen wie Wesen, was die Vierrunner nie gesehen hat und für divers komische Situationen an de Büscher sucht. Ja, natürlich, ein Predator ist da, aber was hätte sich natürlich besser raussichern. Wir erleben also hier den Charakter, wie ein loserlos beileiert, an sich adaptiert und so weiter und so fort. Gibt eigentlich nicht ganz viel zur Geschichte zu erzählen, weil wir wollen auch hier nicht die Dave Grinish Story lo hun, wir hätten gerne einen Actionfilm. Und das bietet der Film hier auf ein ganz solid Aderweis. Der kriegt halt cool Kampfszenen zu gesehen. Ich hatte letztens eine Kritik gelesen, wo gesagt hat, dass ein Shaky Cam immens genervt wird, was ich nicht ganz nachvollziehen könnt, wo ihr die Kritik könnt. Natürlich, wir haben hier ein gewisses Shaky Cam dran, aber ich fand, es verliert nie so richtig den Fokus aus dem Kampf. Also, es sind immer irgendwie da, wo ihn drunter ist, und es sind aber relativ lang gefilmte Kampfsequenzen, die gut choreografiert sind, die auch Spaß machen nur zu gucken. Also die Kritik gänge ich persönlich nicht unterschreiben. Mich wird das gar nicht gesteuert. Für mich, Shaky Cam ist immer ein bisschen ein Stilmittel, was fand ich von den nicht übertreibt, auch ganz okay ist. Und natürlich muss man dann halt auch auf Brutalität zu schwätzen kommen. Ja, wenn ihr Disney Plus am Cup hat, hört den immer ein bisschen harmlos Filme am Cup. Mit Predator war ich schon überrascht. Oh Mann, gehen wir einfach hier Richtungen, die ihn eigentlich von Disney nicht so gewinnen. Ja, nur der um Abkaufen von 20th Century Fox gehört, das natürlich auch zu ihren Marken. Und Predator ist definitiv nicht mehr harmlos gehen. Das muss ihn definitiv so sagen. Wir kriegen hier ganz grave Szenen. Und wir kriegen hier ganz viel Predator zu sehen. Trotz dass er relativ viel unsichtbar ist, kriegen wir aber trotzdem genug Action mit genug cool Sequenzen mit. Lo kommt aber bei etwas zu schwätzen, was mich tatsächlich ein bisschen gesteuert wird. Und zwar aus der Spruch. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen pingelig bin. Aber wenn ich die Ureinwohner da gesehen, dann und ich auf den ersten Blick denke ich, müssten die ja aber an ihrer Spruch schwätzen. Was nicht der Fall ist. Sie schwätzen Englisch. Und ich fand, das beißt sich ein bisschen. Irgendwie passt das ganz nicht. Wenn so ein Ureinwohnerstamm da trippelt und die schwätzen Englisch mit denen, fand ich ganz bizarr. Hätte ich mich gefragt, wenn der Film dann aber so die Frage wie an sich die Mail gehen hat, die Spruch dann den Amment zu benutzen. Weil wir den nicht vergessen dürfen, wir sind auch zu einer Zeit, wo dann eben das Land kolonialisiert soll gehen. Das heißt, wir haben hier natürlich Engländer, die kommen sind, und es sind auch Franzosen kommen. Sie haben sich natürlich gelost, weil wenn sie nur Engländer kommen gelost hätten, dann hätten die mit ihnen Englisch gesprochen, das hat nicht so ganz gepasst. Da haben sie natürlich Franzosen geholt. Das heißt, wir haben eine Gruppe von Leuten, die dann eben Französisch schwätzen, und die Einwohner schwätzen dann auf Englisch. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu Dave gehen, weil es ja aber trotzdem relativ, also verhältnismäßig seichte Film aus, den eigentlich nicht mehr Action will bieten. Mir mich persönlich hat das gesteuert und ich hätte mich darüber gefragt, wann sie den Schritt gegangen wären und das so umgesetzt hätte. Aber los als nicht zu Dave Doragon,
Wieso ze Summe gefasst Hummer hai du gëtt doch net viel zu erzählen wie hun gebauten Action mat coole Choreografien wat spaßmech en Hauptcharakter de spaßmech an den auch authentisch ass as sympathisch ass da kann en pur flott Minute mat dem Film geneessen mal gucken 1 Stunde 30 Minuten fir genau zu sinn da das App es wat sech ganz schnelle wäsch guckt an dufir gängeg so guckt der stehen definitiv Ich weiß noch nicht, ob es definitiv neidisch wie wenn der Lokin Disney Plus Abo hat, für extra dafür ein Abo aufzuschließen. Aber wenn der Disney Plus schon hat, dann fährt er. Guckt der stehen ein bisschen an, besonders wenn der Fans von Predator sind. An Predator filmen alle Gute sind gerade auf Disney Plus zu gucken. Also das ist ja aber auch schon ein gutes Argument. Aber ich hätte mich trotzdem gefreut, den dort am Kino zu gucken. Weil man auch schöne Landschaften zu gesehen und ich fand so etwas als einfach immer mehr flott auf einer Leinwand zu gesehen. Tja. Hoffen wir, dass das nicht zur Regel geht. Wie gesagt, leider aber du nur aus. Okay, wenn man nicht mal denkt, zu negativen Ton aufschließen, ich ging so und gibt dem Film eine Chance, guckt er schon und hat einfach Spaß dabei. Wieso auch nicht? Und dann ging so und denkt wie immer drin, liken, delen, kommentieren, so mehr eher Meinung zum Film, so mehr eher Meinung zum Franchise Predator. Und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß auf Disney Plus mit dem neuen Film Prey.